Herzlich willkommen hier bei unserer alljährlichen Hermagoras-Konferenz gemeinsam Skupno. Braulipo Dobrodošli, da ste vsi tle na naši vsakoletni Mohorivi konferenci gemeinsam Skupno. Jaz bi najprej, preden z drugimi rečmi začnemo, se spomnil enega človeka, ki je dolga leta sooblikoval to konferenco, in sicer dr. Heinrich Neisser. On je tudi tu predaval, bil drugi predsednik Avstrijskega državnega zbora und tudi minister. Also ich möchte hier, bevor wir offiziell starten, an einen besonderen Menschen erinnern. Ich habe auch bei ihm seinerzeit meine Diplomarbeit geschrieben, ganz privat. Er war Minister der Republik Österreich, zweiter Nationalratspräsident und Mitglied unserer Projektgruppe, die diese Konferenz jedes Jahr vorbereitet, Dr. Heinrich Neisser, und hat hier auch referiert, immer wieder moderiert, und er ist heuer vor kurzem verstorben, und ich möchte in einer kurzen Gedenkminute bitte an ihn erinnern. Hvala lepa, danke sehr. Die heurige Konferenz findet statt im Rahmen eines EU-Projektes, das nennt sich Lingua und wird finanziert eben seitens der Europäischen Union und seitens des Landes Kärnten. Es ist ein größeres Projekt, wir sind in diesem Projekt Leadpartner und an die Spitze der Begrüßungen möchte ich heute ganz bewusst unsere Partnerinnen aus Slowenien stellen. Das ist einerseits die Ljudska Univerza Škofja Loka, die Volkshochschule quasi in Škofja Loka, gospa Nina Triller-Albrecht-Kirtle z nami, und auch Gorenski Glas, die Zeitung, die wichtigste Zeitung der Oberkrajine, die ebenfalls hier Projekt Partner ist in diesem Projekt. Gemeinsam setzen wir dieses Projekt um und gemeinsam haben wir hier schon einige schöne Resultate erzielt, und eines dieser Resultate ist eben auch diese Konferenz. Also Braulipo Dobrodošli, partneri iz Republike Slovenije, ki ste tle lepo, da skupaj izvajamo ta skupni projekt. Potem pozdravljam med nami tudi predsednika Narodnega sveta Koroških Slovencev, dr. Zdravko Insko, den Landesamtsdirektor Stellvertreter Dr. Markus Maček. Unter uns ist auch Volksgruppenbüroleiter Magister Peter Karpf. Potem pozdravljam tudi direktorja Kärntner Sparkasse Michaela Korena. Za Urad Republike Slovenije za mesto in po svetu je tle med nami Natalija Toplak. Še posebej pa me veseli, da so tle dijakinje in dijaki kar treh šol. Es freut mich besonders, dass unter uns eine so große Zahl von Schülerinnen und Schülern ist, und zwar hier das slowenische Gymnasium mit Frau Direktorin Magdalena Kulnik und auch den Lehrerinnen Monika Nowak-Sobotnik und Nadja Sinona. Unter uns ist auch die zweisprachige Bundeshandelsakademie, mit nami tudi Dvojjezična trgovska akademija, so Professori Branko Koltarjem in Amadeo Valar. Und unter uns ist auch wieder heuer sehr erfreulich und wirklich schön, dass ihr jedes Jahr hier bei uns auch seid, das Stiftsgymnasium St. Paul im Lavantal mit den Professoren Rosemarie Pollanz und Bernd Locker. Sie, Braulipo Dobrodošli, alle recht herzlich willkommen hier bei unserer Konferenz. Das Schwerpunktthema der heurigen Konferenz lautet Elementarbildung, und ich denke, es ist für den Erhalt der Volksgruppensprache ein Schlüsselthema. Überall, wo es gelungen ist, Volksgruppensprachen zu revitalisieren, zu erhalten, hat man bei der Sprachkenntnis der Kinder angesetzt. Die Situation in diesem Bereich ist in Kärnten widersprüchlich. Wenn wir uns das Gebiet ansehen, wo wir ein zweisprachiges Schulwesen haben, dann müssen wir leider feststellen, dass in 62% aller Kindergärten in diesem Gebiet die ausschließliche Betreuungssprache Deutsch ist. Bei den Kindertagesstätten ist es nochmals schlechter. Hier ist bei 65% der Kindertagesstätten im Südkärntner Bereich ausschließlich Deutsch die Betreuungssprache. Lichtblicke sind natürlich, man kann sagen, eine Handvoll öffentlicher Kindergärten, die das mit der zweisprachigen Bildung sehr ernst nehmen.
und auch 12 private Kindergärten, die hier ein sehr gutes sprachpädagogisches Modell anbieten und beide Sprachen sehr gleichberechtigt berücksichtigen. Trotzdem gilt es natürlich, diese positiven Beispiele auf den gesamten Bereich des zweisprachigen Unterrichts, das gesamte Südkärntner Gebiet auszudehnen. Damit dies gelingen kann, braucht man aber letztlich gute gesetzliche Grundlagen. Und die fehlen leider zum Teil. Also es wäre dringend notwendig, im Rahmen des Kärntner Bildungs- und Betreuungsgesetzes zweisprachige Kindergartengruppen und auch Kindertagesstätten überhaupt zu definieren. Das fehlt derzeit. Es wäre wichtig, für solche Gruppen ein besonderes sprachpädagogisches Konzept vorzusehen. Und wenn man zwei Sprachen vermitteln muss, dann bedeutet dies natürlich auch einen Mehraufwand. Und dieser Mehraufwand muss auch irgendwie honoriert werden und die Gruppen auch entsprechend mehr finanziert werden. Und was auch fehlt, ein klares Berufsbild für Pädagoginnen, die in diesem Bereich tätig sind. Auch das ist immer wieder ein Problem. Ohne diese logistischen Änderungen wird es schwierig sein, hier wirklich entschiedenere Fortschritte in diesem Bereich zu erzielen. Sako leto prirejamo to konferenco in skušamo pač ozaveščati javnost in tudi zadeve nekoliko spremeniti ali pa se prispevati k temu. Mohorjeva v letu 2020 odprla prve dvojezične jasle v Celovcu. Medtem ponujemo na tej lokaciji v Slomškovi hiši 6 skupin, 3 skupine vrtca, 3 skupine jasli in ponujemo mesto skupaj 115 otrok, to se pravi, kar lepo število. 20 oseb je tam zaposlenih in poprečna starost tega našega mladega tima, tam je 32 let. Če si ogledam prakso v teh vrtcih, v teh jaslih, pa ta praksa ni enostavna. Pomanjkanje personala, potem tudi kar precejšnji pritiski, kaj vse morajo v teh vrtcih in jaslih narediti. In če to opazujem, potem je treba, če to oskrbo otrok in še posebej, če jemljemo to dvojezično otrok resno, potem je treba te zadeve tudi ustrezno zakonsko urediti. To nam nažalost trenutno manjka. Zato skušamo v okviru te konference se posvetiti vsem tem tematikam in te zadeve potem tudi doprinašati k temu, da se te zadeve potem tudi dejansko spremenijo. Letošnja konferenca poteka v okviru evropskega projekta Lingua. Ta projekt, kot že vodoma rečeno, izvajamo skupaj z projektnimi partnerji. Imamo tam kar lepe cilje zastavljene. Poleg takih ozaveščanj, kot je današnja konferenca, je to tudi digitalizacija azijskega narečja, tako da smo tudi skušamo biti na vseh teh področjih aktivni. In v tem smislu želim tudi nam vsem danes zelo aktiven dopoldan. Vabim vas, da se udeležite tudi še jutrišnje konference in tudi sobotnega pohoda. In preden zaključim, bi se tudi še formalno zahvalil pri celotni projektni skupini. Herzlichen Dank allen Mitgliedern unserer Projektgruppe, die jedes Jahr dieses Projekt vorbereitet. In hvala lepa tudi našemu timu na Mohorjevi in tudi Romanu Robljeku, Sanja Boto, ki operativno spremljajo priprave te konference. Vsem skupaj hvala lepa. Želim lep potek te konferenci in veliko zanimivih predavanj. Hvala lepa, danke schön.